Willkommen zurück bei Pokémon Weiß 2 der nächsten Generation. Hier noch in Stratos City immer noch unterwegs mit der Musik, die man natürlich unverkennbar zu erkennen ist. Genau so etwa. Und wir sind hier im Gebäude von was gar nicht, der Kampf AG, glaube ich. Wenn du einen Pokémon eines Goblins gibst, dann hast du öfter Volltreffer. Ja, genau, haben wir in der letzten Folge noch gemacht. Genau, und ich bin hier, glaube ich, im Stock. Das heißt, es geht gleich weiter zum höchsten Stockwerk, um hier schon bald alles durchzuhaben und schon hoffentlich bald auch mal die Arena zu betreten. Die Arena Strato City mit RT, dem Arenaleiter, dem Käferfreaky. So, mal gucken, wer ist hier noch alles unterwegs. Erstmal ein Item einsammeln. Was haben wir hier? Ein Äther. Ist der richtig ätzend? Hahaha, blöder Spruch. Oh, verdammt, Bewohner bemerkt, nein! Oh, du bist doch der Pokémon drin, den ich unten am Eingang begegnet bin. Ach du Scheiße, der Hausmeister. Und jetzt bist du hier, der spricht für dich. Nein, bitte nicht. Du musst dich aber dem stärksten drinnen im Gebäude stellen. Ach so, ich dachte schon, er würde mich jetzt mit seinem Besen vermöbeln. Bin mir frei für meinen Enkel, er ist der Chef. Was? Der Enkel des Hausmeisters ist hier der Chef? WTF. Ich als Chef sehe es als meine Pflicht an, dir zu demonstrieren. Moment mal, ist ein Junge. Ich als Chef sehe es als meine Pflicht an, dir zu demonstrieren, wie tiefgreifend wir uns hier mit dem Studium des Trainerdaseins befassen. Oh mein Gott, sprechen wie ein Streber, spreche den. Nein, meine Stimme, Hilfe. Okay, Leute. Bereit oder nicht, es geht los gegen Schulkind Kelly. Was? Das ist ein Typ und da heißt Kelly? Wie kann man einen Typen Kelly nennen? Oh mein Gott, die Eltern sollen es verklagen, hey. Okay, er setzt Evoli ein auf Level 17. Gar kein Problem für unser Vulcano. Hoffe ich zumindest mal. Vulcano, Rückkehr. Autsch. Bam, voll auf die Schnauze. Und jetzt noch das Flammenrad hinterher, wenn du mal so lieb bist, Vulcano. Wuff, wuff. Nein, das gibt's nicht. Heul doch. Oh, Alter. Heult mir einfach mal die Ohren zu. Gut, oben in der Glut ist beendet. Natürlich erstmal einen Ruckzuck-Hieb, ganz klar. Komm schon, komm schon. Ich will ja nicht den ganzen Tag vertrödeln. Geht doch. Und Vulcano hält sein Level ab. Level 19 bereits. Er kriegt Angriff, also Spezialangriff. Ja, geht doch. Gegenschlag. Was? Gegenschlag? Braucht keine Sau. Das brauche ich nicht. Ich kriege ja später eh noch den bisschen Knirscher. Mal gucken, warum wechsel. Nö, Moment, das wollte ich gar nicht. Das wollte ich gar nicht. Oh nein, das wollte ich nicht. Denn erstmal muss man noch testen, wie stark Vulcano jetzt wirklich ist. Komm schon, komm schon. Ja, Mann, ist noch zu schwach. Eindeutig, Vulcano. Du musst dich leider besiegen lassen, tut mir leid. Warum denn? Jaul. Naja, weil es halt so ist. So, und jetzt kommt mein Champion. Naja, nicht ganz, aber fast. Zumindest mein Kampf-Champion, Riolu. Mach ihn platt mit der Kraftwelle. Und Tschüssikowski, Sayonara und Goodbye. 534, das war so schlecht. Ich hab die besten Jahre. Was? Kleiner? Du bist klein. Jetzt habe ich doch knapp verloren. Du hast die besten Jahre noch vor dir. Ich war zu schwach und du zu stark. Ein Grund mehr, unsere Nachforschungen weiter voranzutreiben. Für die Pokémon, für die Trainer, yeah! Wenn man einen Kampf haben, man ist seinem Team zu verdanken. Verliert man, ist es allein die Schuld des Trainers. Wenn man stark werden will, kann diese Einstellung sehr hilfreich sein. Naja, am wichtigsten ist immer noch, dass man Spaß bei der Sache ist. Wie beim Let's Playen. Yeah. Warte mal kurz. Hat sie noch etwas? So. Natürlich alles durch Stöbern, oder? Industriespionage. Doch nicht? Schade. Okay. Ja, Leute, ich muss sagen, ich liebe die Musik jetzt bei Stratos City. Mit der Zeit geht es einem doch ein bisschen auf den Keks. Das ist der richtige Ohrwurm. Ja, ein richtiger Ohrwurm. Wer bist du? Ich werde jeden Tag mit Attacke auf Rosenbeck geschaut, das sind mein Schatz. Achso, das war der, genau. Hatten wir doch schon in der letzten Folge. Lalalala. So, jetzt mal kurz gucken, wo ist jetzt der andere schon gewesen? Kampf AG. Aufsichtspersonal, komm, melde dich. Nee, kein Bock.
Wo war denn das jetzt? Ich glaube hier, oder? Hier war noch so ein Clown-Typi. Hauptziel des automatischen Passanten-Umfragekomitees. Ach du Scheiße. Das war schon ein Zungenbrecher. Ja, da ist er ja, da ist er ja. Hallo. Schnitzeljagd durch Strato City. Der Abhook-Hauptsitz abgehackt. Okay. Hallo, an Begrüßung ist das A und O. Nö. Bis zum nächsten Mal. Bin ich so der Fan davon, von diesen Begrüßungen und Texteingaben. Ja, wie machst du das? Juhu, ich rufe immer Juhu, aber es geht bestimmt nicht mehr. Ja, klar doch. Nein, wollte du gar nicht. Raus hier, raus. Ja, das springt dann völlig unter. Ich habe gelöscht gedrückt, hallo? Du befindest dich hier am Hauptsitz des automatischen Passantenumfragekomitees, kurz APUK. Ja, es ist eine Krankheit, aber bitte verrat es keinem. Okay. Was haben die Leute für Vorlieben? Was ist der letzte Schrei, Mann? Diese brennenden Fragen beschäftigen dich doch auch, oder? Du befindest dich hier am Hauptsitz an... Alter, wir wollen so einen Quatsch noch hören. Ich rede dich immer zu uns... Nein, nein. Scheiße. Umfang durchführen. Alter, quatsch mal endlich. Der ist wie Linke, der sagt einfach nie was. Ja, eine schwere Belohnung, schön. Ich lasse mich auf dich. Tschüss. Danach steht mir der Sinn. Oh, meine Güte. Wo? Pokémon? Hey, was? Nö. Also bis zum nächsten Mal. Niemand denken, Danke ist wichtig. Ich sage einfach nur Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Moment mal. Nein! Was? Warte mal kurz. Ein bisschen früh, oder? Was sind jetzt die alte Schrapnelle schon wieder? Ich würde doch gerne mal einen Gefallen bieten. Na, das war ja typisch. Ich führe gerade bei allen Mitgliedern eine kleine Befragung durch. Nimmst du bitte auch daran teil? Oh Gott, der typische Spieler. Was ist dein Hobby? Ist das eine Scherzumfrage oder was? Der typische Spieler. Was ist dein Hobby? Wie wär's mit Gaming vielleicht? Mach weiter. Was ist dein Beruf? Oh, jetzt wird's... Ja, jetzt wird's privat. Okay. Schüler? Nö. Angestellter? Nö. Kreativer? Kommt drauf an. Unternehmer? Nö. Beamter? Ja, hättest du wohl gerne. Haushälter? Um Gottes Willen. Künstler? Schön wär's. Zeitarbeiter? Schön wär's. Okay, ich bin ja Let's Player. Kreativer. Gut, das war's. Vielen Dank für eine aufschlussreiche Befragung. Nimm drauf mit, was soll ich damit? Was 8 Themen noch? Nö. Alter, das ist ein Let's Play und keine Let's faul herumliegen. Geht's ja wohl nicht. Hey, gut. Einen zweiten Clown gefunden, fehlt noch einer. In diese Richtung, Pokémon Arena, Uferseite, Liberty Pier. Liberty Pier. Oh, bevor ich es noch vergesse, Freunde, ich gehe noch kurz ins Pokémon Center, um Vulcano zu heilen. Dann wär's mal die Pokémon und zeige euch mal, wie wir bereits feststellen können, wie zufrieden unsere Pokémon sind. Ist ja auch nicht so zu verachten, nicht wahr? Oh, die kenne ich bereits. Wow, bloß nicht anquatschen, So, wenn wir hier gerade beim Heilen sind, fällt mir noch etwas vom letzten Part ein. Das habe ich damals noch erzählt, dass ich euch in diesem Part erzählen werde oder erklären werde. Was ich damit Alternative zu Stallobor gemeint habe, sprich halt irgendeinen Bodentypi. Ja, also es ist ja so. Boden-Pokémon haben wir überlegt, entweder Stallobor ins Team nehmen oder aber man könnte auch das Krokodil nehmen, sprich Rabigator. Den habe ich auch mal auf Schwarz 2 privat bereits getestet und der zockt sich gar nicht mal so übel. Problem hierbei ist, müssten vielleicht nicht, aber es wäre einfach angenehmer, ein Rabigator, oder nee, wie ist die Vorstufe wieder? Verdammt, ich weiß nicht mehr. Jedenfalls die Grundstufe davon, von der Rabigator, dass wir die, Riolo, Elekid, sofort ist das, dass wir die Grundstufe von Rabigator, dass wir die noch auf Route 4 fangen, weil da gibt es eine besondere Version davon, und zwar, ja, so eine Art, ja, wie sage ich das ein bisschen, eine Art alternatives Shiny-Pokémon, aber dazu später noch mehr. Also Shiny, weil es halt auch so leuchtet, aber dann halt trotzdem kein Shiny ist, aber ja, wie gesagt, ihr seht es noch. So, ich habe jetzt Sandwirbelheuler, Ruckzuck-Hieb-Biss. Ich würde Evoli noch gerne die Rückkehr beibringen, einfach deswegen, weil Evoli, gut, wir wollen es ja später als Psyaner eher speziell trainieren, das schon. Aber auch wenn halt Evoli nachher sich zu Psyaner entwickelt, ist natürlich der Happiness-Wert sehr hoch. Und daher kann es ja nie schaden, noch so einen Attack wie Rückkehr beizubringen. Jetzt hier Ruckzuck Beast, die lasse ich mal. Heuler braucht eh kein Schwein. Das haben wir wohl schon eher, also Heuler weg. 1, 2 und schwupp. Evoli lernt Rückkehr und die Themen bleiben bestehen. Das ist so eine geile Neuerung in der 5. Generation natürlich, die 5. Generation.
Gut, ich meine, andererseits natürlich ein bisschen, ja, schon eine dramatische Veränderung. Früher war es so, dass die VMs ewig waren und die Themes immer neu gekauft werden mussten. Jetzt nicht mehr, auch bei den Themes nicht mehr. Was man jetzt davon halten kann, naja. Jedem da sah eine. So, noch kurz was zum Happiness-Wert, zum den überprüfen. Mit dem Visorcaster. Störsignal, Hilfe. Ist Sven unser Rivale, Professor auch nicht. Sharon, auch nicht wirklich. Mutter, was macht die überhaupt? So, Mutter. Hallo, Mami, wo bist du? Oh, du hörst dich aber gut gelaunt an. Was kann ich für dich tun? Plaudern, Stratos City, tschüss. Stratos? Stratos City, da gibt es fast schon zu viel Interessantes zu sehen. Vielleicht solltest du einfach mal jemanden aufsuchen, der für die dortige Schnitzeljagd zuständig ist. Und danach kannst du auch gerne noch eigenständig auf Erkundungstour gehen. Das Erkunden einer unbekannten Stadt, in der man gerade erst angekommen ist, macht mir immer am meisten Spaß. Hehe, was kann ich für dich tun? Tschüss, kannst du mich tun. Und tschüss, Mami. Mami, Mami, Mutti. So, Belle. Die ist diejenige, die wir brauchen für den Happiness-Wert. Was kann ich für dich tun? Freundschaft überprüfen. Welchen Pokémon denn? Riolu. Ihr versteht doch prächtig, was? Gut, das sagt sie. Er strahlt ja förmlich. Ihr seht echt so aus, als hättet ihr euren Spaß zusammen. Mal gucken, Vergleich mit Matrifol. Ah. Seht ihr das? Seht ihr das? Ihre Aussage ist eigentlich dieselbe. Das heißt, Riolu wird sich bald schon zu Lucario entwickeln. Yeah, Mann. Evoli? Du und Evoli also. Ja, da seid ihr erst noch vor euch. Scheiße. Nein, nicht Evoli, bist des Wahnsinns. Bist des Wahnsinns, du alte Schrapnelle. Elekid. Gut, Elekid auch. Oder braucht er gar keinen Happiness-Wert, von dem her. Tschüss. 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 Nein! Oder gar nicht. Tschüss. So. Jetzt wissen wir als Evoli braucht eine Weile. Das war ja vorherzusehen. Aber Riolu wird schon bald zu Lucario werden. Ganz geil. So. Hallo Leute, wie geht's euch so? Pardon? Excusez-moi? Klasse? Sayonara, goodbye. Ha, genau. Was? Tschüss, Alter. Verarsch mich nicht. Okay. Halt. Gehen wir erstmal zu Game Freak. Denn hier gibt es auch noch ein paar Kämpfe, soweit ich mich erinnern kann. Ach du Scheiße. Hallo, du nimmst an der Medaillenjagd teil, nicht wahr? Mal sehen. Ja, du hast 15 Stück, ich hab 30. Haha. Ja, dich hat offenbar auch das Sammelfieber erwischt. Mich überholst du schnell nicht. Will ich auch gar nicht. Finde die Medaillen eh kacke. Ein Kiesling verfügt über die Fähigkeit Robustheit. Ja, Mann, es kann nicht getroffen werden. Ja, ich weiß. Also nicht K.O. gehen durch eine Attacke. Sammler sind schon seltsame Leute. Die kaufen einem oft stinknormale Items zu absolut wahnwitzigen Preisen ab. Deshalb lohnt es sich auch, eigentlich nutzlose Items aufzubewahren. Man weiß nämlich nie, ob es nicht irgendwo jemand findet, der teures Geld dafür zahlt. Ja, ich spreche extra so scheiße. Findest du cool, oder? Kein Kommentar. Kein Kommentar. 21. Stockwerk. Bei Game Freak spionieren, den Machen der Pokémon-Spiele. Hallo. Was zum... Achso, ein Stuhl. Guten Tag, willkommen bei Game Freak. Okay, Rezeptionistin. Natürlich sehr einladend hier, direkt vor die Schnauze von der Seite her. Normalerweise müsste der Pult irgendwie so stehen und nicht irgendwie so der Längen halber, aber ist doch egal. Hier ist es aus gutem Grund so frisch, sonst überhitzen nämlich unsere Server. Ja, was du nicht sagst. Das ist doch logisch. Ich kenne es auch bei meiner Wii U, die ist ja ebenfalls so. Immer 20 Minuten ins offene Fenster stellen, dann ist sie wieder kühl und läuft wieder. Was? Momentan arbeitet, wie soll ich sagen, neuen Spiel sozusagen. Der spricht ja schlimmer als ich. Hilfe. Beleber. Ja, ich muss schon sagen, Stotterer sind nicht zu beneiden, ganz ehrlich. Ja. Sorry, Alter. Aber kommt schon wieder. Kommt schon, keine Panik. Ich bin ein Relaxo. Frisur passt, Augen passen, Figur passt, der Bart stört. Ah, Scherz beiseite, ich bin Grafikdesigner. Ach so. Machen die Deine auch Bärte? Nur mal so nebenbei. Hey, Alter, wenn du Haare hättest, dann wärst du ja wie Gronk. Das Item-Überrest ist von allergrößter Wichtigkeit. Willst du mir ausprobieren? Klar doch. Was? Achso. Nein. Ich dachte, er würde mir Überreste geben. Na gut. Nehmen wir mal, der ist gar nicht wie Gronk. Der ist ja ein bisschen korpulenter. Aber der Bart ist wie der von Gronk. Nee, auch nicht ganz, oder? Doch? Nein, weiß gar nicht mehr. Weiß es gar nicht mehr, aber spielt auch keine Rolle. Riolu, du bist dran. So, und jetzt mal die Kraftwelle, Kleiner.
Wir wollen doch ein Lucario haben, auch wenn du halt erst sehr spät hier bei Schwarz und Weiß, beziehungsweise der 5. Generation, erst deine Aurasphäre lernst. Verdammte Axt. Das war's schon? Alarmarschig. Oh, das ist ein tolles Pokémon. Je mehr Schritte ihr gemeinsam zurücklegt, desto stärker wird dein Vertrauen zu ihm. Ja, Schnauze. Wir haben dann auch streben so viele Pokémon-Kämpfe wie möglich ertragen, dabei immer stärker zu werden. Ist doch klar, damit man noch mehr Pokémon-Kämpfe austragen kann. Was zu kämpfen? Ja, weswegen bin ich wohl sonst hier? Doch nicht etwa, um zu plaudern. Also doch schon, aber... Game Freak Morimoto! Seht ihr, es ist Morimoto. Ich kenne ihn zwar nicht, aber es ist Morimoto. Mit einem Vegimark. Das wäre perfekt für Vulcano, was? Na egal. Sagen Sie mal eine Rückkehr! Aua! Alter Schwede! Riole, du machst mir Angst. Ja, Mann, ich bin cool. Aber echt mal. Sodamak, Pokémon-Wechsel. Und zwar zu Elekid. Komm zurück, Riolu, und du bist dran, Elekid. Auch du baust noch ein Level up. Denn wir wollen doch schon bald ein Electek und ein Elevoltek haben. Schockwelle! Scheiße, ich bin noch ein Wasser-Pokémon. Du fieses Aftershave. Was? Fieses Aftershave, das ist noch eine coole Beleidigung. Grillmarkt wäre eigentlich etwas für unseren Starter. Für Zwotronin. Aber Elekid hat es sich verdient. Schockwelle! Mann! Nein, das gibt's nicht. Der hat so geheilt, nein! Ein Escher. Na gut, das macht nicht so viel Schaden. Seht ihr? Oh ne, jetzt voll in den Magen rein. Okay, dann deine Stirn. Meine Frisur, scheiße. Und Elekid erreicht Level 22. Elektroball. Ah, coole Attacke, Freunde. Elektroball ist nämlich eine Attacke, die abhängig von der Geschwindigkeit des Pokémons bzw. von der Initiative her bestimmt, wie viel Schaden sie macht. Da steht es ja auch. Je höher die Initiative des Anwenders im Vergleich zum Ziel ist, desto stärker trifft dieses eine geballte Ladung Strom. Stromisierer. Gleich mal gucken. Schockwelle trifft aber immer mit 60. Ja, Elekid ist bereits schnell genug. Ich weiß nicht. Sternschau trifft auch immer. Mal trifft immer. Weg damit. Ich brauche doch nicht 2 Attacken, die so schwach sind und trotzdem immer treffen. So, Elektroball, mal testen, wie die Attacke abgeht. Ja, es ist soweit. Wir bekommen Lucario. Eines meiner Lieblings-Pokémon aus der 4. Generation. Ein Pokémon, das einen Auftritt zum ersten Mal, glaube im 8. Film hatte, im 7. Film. Wo es noch für ein legendäres Pokémon gehalten wurde zuerst. Riole wurde zu Lucario. Das bringt jetzt schon ins Grübeln. Naja, sehr interessant, tschüss. Ja, tschüss. Ich bin das Sounddesigner, wo ich gerade erst aufgewacht bin. Lassen die Frage keine Ruhe, weil ich Musik bei den Leuten am ehesten Ausklang finde, der Anklang. Hallo, kämpfen, ich möchte gerne dann noch was testen mit Lucario. Ja, schön, ich will kämpfen, hallo, mit dem Programmieren der Welt ist es so. Ja, ich weiß, ich kann das Programmieren, hallo. Was? Nee, laufen, Menschenkinder kann ich nicht. Tja, ich bin hier der Spieldirektor, du bist dabei, den Design seines Pokémon-Decks zu füllen, sehr löblich. Ja, mal gucken. Ja, wenn sie voll sind, kannst du mir nochmal zeigen. Okay. So, Freunde, das war's auch schon hier zum Game Freak Gebäude. Dann geht's auch schon weiter. Noch ganz schnell, was sagt die Zeit dazu? Ah, erst 19 Minuten. Vortrefflich, Freunde. Wir haben noch etwa 10 Minuten Zeit, um hier Stratos City zu erkunden. Und dann hoffentlich in der nächsten Folge bereits die Arena zu rocken. Am Lucario machen wir schon ein bisschen Sorgen. Der ist noch ein bisschen schwach. Mir ist schon mal passiert, dass ein Pokéball nur einmal gewackelt hat, als er versucht habe, ein Pokémon zu fangen. Jetzt kann durchaus mal vorkommen. Ich selbst nenne dieses Phänomen einen Schnäppchenfang. Je mehr Pokémon fängt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass er in einen solchen Fang landet. Wackelt der Pokéball nur ein einziges Mal, steigen offenbar die Erfolgsaussichten. Genau, Freunde, das gibt's ja auch. So eine Art Glücksfang.
Oh, verdammt. Nein, das wollte gar nicht. Komm schon. Aus. Tschüss. Sayonara. Goodbye. Wer bist du? Johoho, mein Pokémon hier sind dicke Freunde. Wenn einer von uns lachen muss, steckt er den anderen sofort damit an. Ja, das reicht auch. Na, gucken Sie sich das mal einer an. Ein Gitarrist oder Gitarristin, vielleicht eine Freundin von mir. Oder Mika? Wie hieß die zweite Rennleiterin schon wieder? Schläfst du eigentlich gut? Nö. Wenn du nicht genügend Ruhe gibst, schlägt das Ratzefratz auf die Gesundheit. Ich nehme das, passend zum Thema. Ja, das würde passen. Momentan ist sowieso Grippenzeit, das ist sowieso jeder krank, von dem her. Ja, Marubene, ja, das ist auch wieder cool und ja, dann wacht sie da auf. Schön was. So, wer bist du? Ich gehöre zum Stamm der Neugierlinge. Was? Der Neugierlinge? Das sind Neugierlinge? Nö. Das sind Menschen, die überall ihre Nase reinstecken müssen und keinen Ort unerforscht lassen können. Nase reinstecken? Ach so, deshalb hast du keine mehr. Sie haben die abgehackt. Tut mir leid, Alter. Knurr. Wuff, wuff. Ja, wuff dich auch mal. Sonst ist ja nichts mehr. Schade. Hey, Mülleimer vielleicht noch etwas? Das ist leer. Ja. Schön ordentlich. Tja, dann würde ich mal sagen, sind wir schon bald mal durch hier. Da geht's auch schon bald zur Arena mit unseren neuen Pokémon. Matrifol, Lucario, Fukano. Die werden hier die Arena sowas von rocken, hey. Wie Team Rocket. Hat sie noch was Schönes drin? Das ist leer. Okay. So Leute, hier müsst ihr glaube ich noch auf Bell treffen. War mir doch so, oder? Gibt es noch etwas? Moment mal, der da. Hey Typi, ich spreche mit dir. Ja, das Pokémon-Musical von Rayono City. Die nächste Stadt hier. Ja, die ist cool, Mann. Also wenn nach der Runde wisst die Pokémon die passenden Dekoartikel. Ach so. Ach ja, stimmt. Es ist, wie heißt es schon wieder? Festival, glaube ich, oder? Irgendwie Contest, sowas mäßiges. Bin ich auch nicht so der Fan davon. Ich habe mich richtig gut mit ein paar Leuten da oben unterhalten. Was für ein Spaß. Möchtest du nach oben? Ich bin mir so vor allem, musste dich ein wenig. Alter. Was treibt der da? Der schnuppert in meinem Arsch. Sieht nicht so, als ob du gefällige Kinder bei dir trägst. Im Arsch. Willst du mich verarschen? Das war jetzt aber... ja, der war keine Absicht, sorry. Der war jetzt auch keine Absicht. Der war doch keine Absicht. Am Arsch verarschen. Leck mich doch mal. Nee. Besser nicht, sonst der nimmt es echt noch wörtlich, ey. Also willkommen auf meiner Party. Möchte ruhig um die Leute. Okay. Oh, das war ja die Party. La primera Vico aquí. Was? Pero este preciso vas así, hace que me siento como en casa. Du Quatsch so scheiße, Mann. Willst du mir das echt antun? La próxima vez traer a mi amigos. Achso, Spanisch. Und was Portugiesisch, keine Ahnung. Sieh dir das an, dein Pokémon-Team ist ja wirklich herzallerliebst. Moment mal. Ah, Anziehung, wenn es hier sogar Spanier habt, vielleicht auch Franzosen und Engländer, vielleicht hat es auch einen Schweizer drunter. Ja, Mann, kann widerstehen. Wer bist du? Je viens de m'acheter du. Ach, du scheiß Franzose. Comme ça, je peux alle deux villes, l'autre même ça au coubage. Da müssen wir statt auch ganz unter uns greifen. Bon, maintenant, was Glück passé, mon permis de conduire, je puisse. Ja, Schnauze. Hey, ciao, di stai divertendo? No siete imbarassa. Müsste italienisch sein. Palaburo Chivo. Ja, sprich so scheiße aus. Verrätst mir was? Hast du schon mal Stratus-Eis gegessen, Alter? Hey, check out my move. Have you gone to the next city yet? I learned this move at the musical over there. Pretty cool, isn't it? Yo, isn't pretty cool. Hey, mein Freund kommt morgens am immer nur ganz schwer aus den Federn raus. Normal die Weckmethode helfen da gar nicht, das ist wirklich schlimm. Wegen dem benutze ich neuerdings den Wecker von meinen Pokémon, um ihn wach zu bekommen. Haha, eine Schweizerin, cool. Hast du das gleich gesehen, dass Camilla das Supermodel getragen hat? Ja, das sieht bei ihr einfach nur unglaublich gut aus. Einfach atemberaubend. Nochmal eine Schweizerin. Nochmal eine Schweizerin. Oh nein, die sind da. Nee, tschüss. Gut, haben wir das auch. Wer bist du? Anstatt eines Weckers lasse ich mich neuerdings an einen Pokémon und seinen Gesang wecken. Aber irgendwie schaffe ich es trotzdem nicht aufzustehen. Wie kann das sein? Tja, faule Socke.
Am Morgen nach so einer Party ist es gar nicht so einfach aus dem Bett zu kommen, vor allem bei dieser Mucke. Gut, mehr gibt's nicht. Oh mein Gott. Kongress der Ausländer, okay. Und Inländer natürlich auch noch der Inländer. Alle Nationen, das ist doch schön. Ach ja, eine große Community, viele Interessen zu teilen, das ist YouTube. Oder sollte es sein. Gut, nächstes Haus. Wir haben hier ein schönes. Wir haben hier ein WG-Mac. Mein Freund sorgt sich stets um das Wohlbefinden von Bekannten. Sein Freund. Okay. Sag jetzt nichts dazu. Hallo, Reisertrainer, Glücksbringer, ja Mann. Münzamulett. Oh, der Scheiß wollte er gar nicht. Nein, Sanftglocke brauche ich. Ja, höher Preisgelder, cool. Man braucht eine Sanftglocke für Evoli. Verfluchte Axt. 10. Stockwerk hat hier ein schönes. Was war hier schon wieder los? Wer bist du, Herr Officer? Oh, die verschwundenen Pokémon. Selbst im Team Plasma dahinter steckt, kommen ihnen so keinen Schritt näher. Ja, natürlich, Alter. Natürlich nicht, wenn du hier die ganze Zeit nur rumstehst. Mach dich mal auf die Socken. Alter Fettsack, ne, wohin magst du mein Pokémon bloß verkrümelt haben? Pff, woher soll ich das wissen? Kümmert mich ein Scheiß. Mir wäre es ja lieber, wenn mir wäre es ja schon lieber, ein paar Pokémon in meinem neuen Büro zu haben, aber es kann ich unmöglich in Gegenwart meiner Freundin zur Sprache bringen. Wieso nicht? Das ist eine Pokémon-Phobie oder was? Der Pokémon-Phobie in dem Pokémon-Spiel natürlich sehr intelligent. So, wieder mal zurück ins EG, ins Erdgeschoss. Erdgeschoss, in den Schoß von Mutter Erde. So, hier noch ganz kurz und dann... Alter, geh mal rein, dankeschön. So, wenn haben wir hier Schönes? Das Nagelot verfügt über die Fähigkeit Angsthase. Mit ihm gelingt es dir immer, vor wilden Pokémon zu fliehen. Gut, danke. Was meinst du, kann man mit einem Dienst der Pokémon bestimmte Attacken beibringen, das große Geld machen? Wie man denn so, das gibt es schon? Vermutlich. Ich brüte seit längerer Zeit über eine ganz neue Pokémon-Geschäftsidee. Ist gar nicht so einfach. Wie lautet sie? Hallo? Quatsch mal. Dann halt nicht. So wäre es das ja. Ich bin so ein großer Pokémon-Fan, man kennt mich in ganz Stratos City, Mann. Du bist im Besitz eines Pokédex. Wie viele Pokémon hast du denn schon? Drin verzeichnet, hä? Wow, sind nur 40. Ja, das ist ja echt beeindruckend, aber da kommt es etwas von mir. Was? Evolif? Was bringt das? Ja, ist schon toll, Mann. Er hebt nämlich sowohl die Verteidigung als auch die Spezialverteidigung. Die noch nicht entwickeln können. Ganz schön ein Stein, was? Ach so. Ja, ganz schön doof für einen Stein. 46. Stockwerk. So, die Zeit, Leute. Sie rennt davon. Ich guck mal kurz, hat sie noch Schönes? Ja, Mann, Orden erlangen. Nö. Ja, komm mal zu mir, wenn du was wissen willst. Will ich aber nicht. Holzkohle. Ein Item für Vulcano, aber naja, ist doch immer so eine Sache. Ja, beginnt mir noch zu zittern. Bei Höhenangst, ja, selber schuld. So, Leute, das letzte Gebäude hier. In der Außencity. Dann gehen wir mal weiter hier ins Gebäude. Müssen gleich Bell kommen, glaube ich. Oder was hier, oder was erst drin? Da war erst drin. Ah, da kommt sie ja schon. Hey! Als ich dich vorhin in der Stadt gesehen habe, muss ich dir einfach nachlaufen. Ja, bitte, nimm dies von mir. Das ist ein... Itemradar! Endlich, wir haben es! Man verstaut das Itemradar in der Basis-Items-Tasche. Mit dem Itemradar kannst du selbst versteckte Dinge aufspüren, die dem Auge sonst verborgen bleiben. Ja, Mann, viel Glück. Tschüss. Oh, man hat es vergessen. Wenn du dein Itemradar oder die Habitatsliste oft zu Rate ziehst, wäre es sinnvoll, beide zu registrieren. Und wie man das macht, verrät dir das ein Blick in dieses Buch. Also, da steht Folgendes geschrieben. Oh mein Gott. Ja, gut. Tschüss. Tschüss. Gut, den Itemradar. Yeah, haben wir den auch endlich mal. Strato City im Sommer. So, Freunde. Die Folge ist bereits 30 Minuten lang. Da würde ich mal sagen, langsam sich mal zur Arena aufmachen, was? Aber erstmal noch kurz, was ich vergessen habe hier, glaube ich zumindest. Ich glaube es ganz sicher wieder nicht.
War ich hier bereits? I don't think so. Moment mal doch, hier war ich da. Ja, hier war ich schon. Das ist... Ja, tschüss, hier war ich schon. Ja, Mann. Scheiße. Macht noch nicht, dann müsste es bereits bei der Straße der Arena gewesen sein. Der Arena-Straße, genau. Und die wäre dann wohl hier. Mal gucken, was gibt es denn hier für schöne Gebäude? Das ist hier mit dem letzten Cloud noch gewesen. Glaub nicht, wa? Hallo, ich bin Namensbewerter. Ja, das ist der Typ wie vorhin, bei dem können wir die Namen unserer Pokémon ändern oder auch bewerten lassen. Spitznamen habe ich überhaupt dabei? Gar keins, ganz toll. Aber ja, bei dem können wir auch die Namen aller unserer Pokémon noch ändern. Zum Beispiel Zotronin zu, was weiß ich, irgendwie was anderes. Vulkan zu Hundi. Ne, Quatsch, ein dämlicher Name. Ja, endlich Status City angekommen. Hier könnt ihr mir ja endlich mal erzählen, was ihr da für Ideen hättet für die Spitznamen der Pokémon. Wie Wahrsagerin, Mann. Ja, schön. Wahrsagerin brauchen wir auch nicht. Na, Massage. Ja, das ist sie. Die Tante für Evoli. Na gut, gleich mal los. Tschu. So, die Massage hat ihre Wirkung nicht verfehlt. Das Pokémon hat jetzt ein wenig Vertrauen zu dir gefasst. Cool. Dankeschön. Ein Pokémon, das du im Tausch erhalten hast, kannst du nicht umbenennen. Der Name spiegelt schließlich die Zuneigung des Originaltrainers wider. Das stimmt zwar. Aber wir haben ja viele Pokémon im Team, die gar nicht getauscht sind und daher geht es bei denen sehr gut. So, hier ist die Arena von Arti, da gehen wir dann in der ersten Folge hin. Ich dachte, hier war noch was. Der dritte im Bunde. Hallo, war der dritte. Moment mal, 1. War Nummer 2, war hier doch Nummer 3. Haben wir alle. Medaillenamt, ein Ort also. Also Medaillenamt, wo war denn das schon wieder? Oh, Medaillenamt, wo warst du? Hier sicher nicht, oder? Buh. Nö, ich bin's nicht. Scheiße, wo ist das Medaillenamt schon wieder? Das Medaillenamt, wo ist das? Wo habe ich es verpasst? Das darf doch wohl nicht wahr sein. Wo ist das Medaillenamt? Medaillen. Ich brauche euch. Kommt schon, wo seid ihr? Wo seid ihr, verdammte Medaillen? Seid ihr hier? Das Atelier. Hat sie noch was drin? Ich weiß gar nicht. Hat sie noch was? Irgendwas Besonderes? Ein Item vielleicht noch? Die gesamte Arena von Stratos City ist ein einziges Kunstwerk geschaffen, Art dem Arenaleiter. Schön für ihn. Ich bin zwar kein so großer Künstler wie Arti, bringe aber auch das ein oder andere Kunstwerk auf die Leinwand. Was, Psycho? Vom Typ Psycho. Zwar jetzt noch nicht, aber später dann. Das ist kein Psycho-Pokémon-Arsch. Ich sag dir doch später, Alter. Mann, so. Medaillenamt. Scheiße, ja auch nicht. Wo ist denn das? Bin ich dran vorbeigelaufen? Gibt's ja wohl nicht. Diese Richtung Trendscreen Prime Prior. Hä? Wo ist Medaillenamt? Hallo, wo bist du? Nee, ist der Game Freak? Hä? Medaillenamt. Hallo. Gibt's ja wohl nicht. Haben wir nicht immer die Karte noch? Ist doch auch stehen, im Medaillenamt, ja. Draufklicken? Nee. Näher zoomen geht leider nicht. Verdammte Axt. Ja. Aufzusuchen nach dem Medaillenamt, wo soll denn das bitte schön sein? Jetzt war doch überall schon. Ein Ort fehlt noch. Okay, hier ist Game Freak, waren wir bereits. Hier war sie auch nicht. Nö, hier ist auch nicht, waren wir auch schon bereits. Ja, gute Frage. Wo ist das Medaillenamt hin? Oh Mann, ey, jetzt suche nach dem Medaillenamt. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Naja gut, aber allzu lange mache ich jetzt hier auch nicht mehr. Die Folge ist leider schon vorbei. Lalalala. Hier ist die Kampf AG, oder? Ja, wie gesagt, hier ist die Kampf AG. Das ist ja auch nichts. Und hier ist ja
Genau, Hauptsitz des irgendwie was, bla bla bla. Gut, da geht's jetzt zur Arena und des anderen seltsamen Gebäudes. Ist doch hier oder was? Hier ist ein Café, Melodie der Ruhe. Hä? Will mich das Spiel gerade verarschen? Oder verarsche mich gerade selber? Ich verarsche mich selbst, das gibt's doch nicht. Aber hier irgendwo war das. Bin ich jetzt komplett bescheuert? Okay, bin komplett bescheuert. Was hier oben? Nee, hier war es auch nicht. Hä? Medaillenarm, wo bist du? Medaillenamt. Das ist doch eine Medaille. Sieht zumindest so aus. Hier war ja auch nicht. Hä? Moment mal. Harmonietest, Herzinfarkt, was? Was kostet die da? Was kostet die für eine Scheiße? Okay, Leute, wisst ihr was? Wir machen es anders. Wir machen es ganz anders. Erst, was ich noch machen muss, ist hier. Wo war's jetzt? Box? Nee. Itemradar, genau. So, Mauszeiger, Scheine. Vielen Dank. Um dann hier auch schon den Itemradar auswählen zu können. Na, wo bist du hier? Genau, hier sind wir immer sehr schön, wo es Items gerade hätte. Ja, wenn ich es welche hätte. Aber wir machen es jetzt anders, und zwar ich jetzt mal noch kurz ins Pokémon Center, unser Pokémon heilen, und da geht es in der nächsten Folge bereits weiter in der Arena. Vorausgesetzt, ich finde das Medaillenamt vorher nicht. Wenn doch, wenn ich das offscreen noch finden sollte, dann gehe ich mal kurz noch dahin und dann bereits zur Arena. Machen wir beides in einer Folge noch, und zwar in der nächsten Folge. So, noch fit machen, bitteschön, gerne, ganz schnell. Mit 6 Pokémon. Ja, yeah, danke schön. Du bist cool, Mann. Danke. So, Leute. Unser Team. Wie sieht das aus für die Arena? Wir haben Lucario, Elekid, wohl eher weniger gegen Pflanzen- und Käfertypi. Vulcano vor allem. Lucario, Kampfstahl-Pokémon. Angriff und Spezialangriff bereits über 60. Geil. Ja. So hoch ist kein anderes unser Pokémon. Gar nicht mal übel, was, Freunde? Gut, gut. Es weitergeht in der nächsten Folge dann bei Pokémon Weiß 2, wo das Abenteuer endlich weitergeht. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Ciao zusammen.